alle Ungläubigen, die sich nicht bekehrt haben, die nicht wiedergeboren worden sind, aber auch alle Gläubigen, die nicht wiedergeboren sind. Ich meine, man kann glauben, ohne dass man seine Schuld Gott wirklich bekannt und bereut hat und das Opfer, das ein Jesus bewusst in Anspruch genommen hat. Nur solche Gläubige werden wiedergeboren. Die werden alle sterben und die werden nicht in das Reich Gottes eingehen. Und darum hat der Jesus ihm gesagt, keiner, der wiedergeboren ist, wird in das Reich Gottes eingehen. Aber das ist eine Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Und in Johannes 3, Vers 10 sagt er, du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Der Jesus ist überrascht, dass er das Thema Wiedergeburt nicht kennt. Aber wie oft habe ich das schon erlebt, dass Gläubige mir sagen, du sprichst von Wiedergeburt im Alten Testament. Ja, war Mose wiedergeboren? War David wiedergeboren? Es geht heute um Nikodemus und die Frau am Brunnen, also um zwei Geschichten, Johannes 3 und Johannes 4. Ich beginne mit Johannes 4, Vers 1. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich so an der Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sag mal bis hierhin. Wir fahren nachher weiter. Und dann eben Johannes 3, ab Vers 1. Es war aber ein Mensch von den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Zunächst bis hierhin.
Aber wir fahren nachher weiter. 2 Dialoge des Herrn Jesus mit Menschen ganz allein. Diese 2 Dialoge kommen nur im Johannesevangelium vor. Irgendwie muss das etwas Besonderes zu bedeuten haben. Übrigens, es gibt noch mehr Dialoge. Im Johannesevangelium zum Beispiel 7 Dialoge mit Frauen. Und die finden sich nirgends in den anderen Evangelien, nur im Johannesevangelium. Also auch das muss etwas ganz Besonderes zu bedeuten haben im Zusammenhang mit dem Johannesevangelium. Nun, der Herr Jesus spricht mit Menschen. Und in Johannes 1,1 beginnt es ja mit: Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der Jesus wird das Wort genannt. Und das ist eine Ausdrucksweise, die man verstehen muss auf dem jüdischen Hintergrund. Nicht wahr? In den Synagogen wird der Name Gottes, der Eigenname Gottes, geschrieben mit J-H-W-H, Yud, Hei, Vav, Hei, auf Hebräisch, nicht ausgesprochen, sondern aus Ehrfurcht ersetzt durch Adonai, Herr. Und das ist auch der Ursprung, warum wir in deutschen Bibeln üblicherweise im Alten Testament, wenn der Eigenname Gottes kommt, Herr mit Großbuchstaben haben. Aber die Rabbiner hatten auch andere Ersatznamen für den Namen Gottes. Zum Beispiel in jeder Rabbinerbibel haben sie den hebräischen Text, auf der gleichen Seite gerade daneben als zweitwichtigstes den oder die aramäischen Übersetzungen, die Targumim, und dann erst die rabbinischen Kommentare. Und da in den Targumim findet sich oft anstatt des Eigennamens Gottes Memra d'Adonai. Und das heißt Wort. Also das Wort Memra ist auf dem jüdischen Hintergrund gesehen nichts anderes als der Eigenname Gottes. Ich spreche ihn jetzt aus. Und zwar so, wie er ursprünglich ausgesprochen wurde. Wir wissen das, weil wir ganz frühe Transkriptionen haben mit griechischen Buchstaben. Da sind die Vokale dabei. Yahweh. Mit hörbarem H. Yahweh. Und das heißt der Ewigseiende, der Unwandelbare. Bis ins Jahr 70 wurde der Name ausgesprochen am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, zu 10 Gelegenheiten während des Tages durch den Hohenpriester. Und auch wenn die Priester jeden Tag im Zusammenhang mit dem Morgenbrandopfer, da mussten sie die Hände über dem Kopf halten, den Priestersegen aus 4. Mose 6 sprachen. Yevarechacha Adonai ve'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha, Yissa Adonai panav elecha ve'yiten lecha Shalom. Jetzt habe ich aber Adonai gesagt, so wie das üblich war, aber bei dem Priestersegen haben sie bis ins Jahr 70 den Namen ausgesprochen. Yahweh. Und jetzt eben diese Ehrfurchtsersetzung Memra bedeutet, Jesus Christus ist Yahweh. Das ist definitiv. Er ist der ewige Gott, ohne Anfang, ohne Ende. Denn das ist die Bedeutung dieses Namens. Der Ewigseiende, der Unwandelbare. Aber all diese Ersatznamen, und es gibt noch mehr, haben natürlich eine besondere Aussage. Wenn man sagt Adonai, dann bedeutet das, der ewig ist der Ursprung von allem. Er steht über allem und er regiert über allem. Darum ist er Herr. Memra bedeutet, der ewige Gott ist ein Gott, der spricht. Atheisten haben den Eindruck, wenn sie zum Himmel schauen, uns gähnt ein sprachloses Universum an. Ohne Sinn, letztlich ohne Sinn und ohne Ziel. Aber wir dürfen wissen, es gibt einen
Schöpfergott, der alles in Dasein gerufen hat. Aber das ist nicht ein Gott, der schweigt, sondern ein Gott, der spricht. Und darum ist der Sohn Gottes Mensch geworden. Gott wollte so deutlich sprechen, er ist in diese Welt gekommen, um zu sagen, wer der ewige Gott ist. Und das wird im Johannesevangelium ganz besonders eben betont. Darum in 1 Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen. Gott ist in diese Welt gekommen, um zu sagen und zu erklären, wer Gott ist. Und darum hat der Herr Jesus gesprochen. Und wir haben im Johannesevangelium ganz viele Reden. Aber eben auch eine ganze Serie von Dialogen, wo der Herr Jesus mit Menschen allein spricht. Und nun haben wir gesehen, zuerst Johannes 4. Der Herr Jesus musste durch Samaria ziehen, weil er in Judäa war, im Süden Israels, und er wollte nach Galiläa in den Norden gehen. Und wir haben gelesen in Vers 4, Kapitel 4, er musste aber durch Samaria ziehen. Das ist naheliegend, denn das ist der direkte Weg von Judäa durch Samaria. Das ist das heute sogenannte besetzte Westjordanland. Der nördliche Teil ist Samaria. Und das ist der direkte Weg. Aber heute geht kaum einer durch das nördliche Westjordanland, wenn er von Judäa nach Galiläa gehen will. Was macht er? Da geht man eben über die Autobahn Nummer 6. Ja, und die macht einen Umweg. Die erreicht man eben am Rand des sogenannten besetzten Westjordanlandes. Und da kommt man am schnellsten nach Galiläa. Aber man muss bezahlen. Man wird fotografiert und die Rechnung kommt schon. Warum nicht? Weil der Weg ist gefährlich. Und damals war er auch gefährlich. Es gab eine große Feindschaft zwischen Juden und Samaritanern. Und man muss damit rechnen als Jude, wenn man eben diesen direkten Weg ging, dass man gesteinigt wird. Und nun lesen wir, er musste aber durch Samaria ziehen. Warum musste er? Alle Juden machten den Umweg damals ohne die Shesh. Das ist die Autobahn Nummer 6. Ja, also, warum musste er? Er musste, weil er dieser Frau begegnen musste nach Gottes Plan. Das Muss ist hier ein göttliches Muss. Und dieses göttliche Muss finden wir übrigens auch in dem Gespräch mit Nikodemus. Nicht wahr? Wir haben bereits gelesen, 3 Vers 7, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jeder Mensch nach göttlichem Plan muss wiedergeboren werden. Und dann haben wir auch Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben haben. Auch das ist ein Muss im Plan Gottes. Also in beiden Geschichten, die so nacheinander kommen, Johannes 3, Johannes 4, finden wir den Gedanken, es gibt göttliche Pläne, die müssen nach Gottes Plan so geschehen. Er musste durch Samaria ziehen. Ja, und was war mit den Steinen? Ja, nun, wir haben gesehen, der Jesus kommt zur 6. Stunde, Johannes 4, Vers 6, beim Brunnen an in Sichar und war ermüdet von der Reise. Und wie viel Uhr ist das? Die meisten sagen ja natürlich 12 Uhr. Denn im Römischen Reich hatte man ja die Stundenzahl 12 ab Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Korrekt. Aber es gab im Römischen Reich nicht nur diese Art zu zählen.
Ich bin aufgewachsen, heute sagt man so gescheit, ich bin sozialisiert worden im Römischen Reich. Und zwar als 12-Jähriger musste ich Latein lernen. Meine Mutter hat das so gesagt, die ganze Zeit stellst du mir Fragen über Archäologie und so weiter, dann geh aufs Gymnasium und lerne Latein. Ja, und so wurde ich 6,5 Jahre sozialisiert mit dem Römischen Reich und ich habe gelernt, wie toll das Römische Reich war und wie großartig und wie die Römer eben wirklich Kultur den Europäern beigebracht haben. Und ich habe das aber gar nicht gelernt, dass es diese 2 Arten von Zählungen gibt, nämlich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, aber auch noch die Zählung ab Mitternacht, die wir heute noch befolgen. Und nun ist es so, in den synoptischen Evangelien, also die mit gleichem Sichtwinkel, synoptisch, Matthäus, Markus, Lukas, dort wird gerechnet ab Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und das wird darum deutlich, der Jesus wurde gekreuzigt um die 3. Stunde, das war 9 Uhr. Und er starb um die 9. Stunde, das war 15 Uhr nachmittags. Und das markiert übrigens die Stunden der Opferung im Tempel. Das Morgenbrandopfer, das erste Opfer, wurde jeweils um 9 Uhr auf den Altar aufgelegt. Und dann alle weiteren Opfer, freiwilligen Opfer und so weiter. Und das letzte Opfer, das Abendbrandopfer, wurde um 15 Uhr aufgelegt. Also der Jesus wurde gekreuzigt in dem Moment, wo man das erste Opfer auflegte und er starb, als man das Abendbrandopfer auflegte. Eindrücklich, nicht wahr? Und im Johannesevangelium werden ja die Stunden gezählt ab Mitternacht. Das sieht man schon daran. In Johannes 19 heißt es, dass der Herr Jesus um die 6. Stunde vor Pilatus stand. Ja, jetzt kommen die Kritiker, die die Bibel nicht täglich lesen, sondern so ab und zu, um eben irgendwelche Fehler nachzuschauen. Und die sagen uns, ja seht ihr, die Evangelien widersprechen sich. Im Johannesevangelium um die 6. Stunde ist Jesus Christus vor Pilatus, aber in den anderen Evangelien um die 3. Stunde wird er gekreuzigt. Ja, aber das ist das Problem. Wenn man so oberflächlich Schnellschüsse macht, dann muss man sich fragen, ja, wie ist das möglich? Und dann, ich habe ja gesagt, im Lateinunterricht habe ich das nicht gelernt. Das musste ich nachher nachholen. Ich musste ganz viel in meinem Leben nachher nachholen, was mir als Teenager noch nicht beigebracht worden war. Und dann sage ich, ja klar, es gibt beide Zählungen und das Johannesevangelium rechnet eben am Mitternacht und dann war der Herr Jesus eben um 6 Uhr morgens vor Pilatus. Und danach wurde er zum Tod verurteilt und um 9 Uhr dann gekreuzigt. Aber im Johannesevangelium eben wird am Mitternacht gerechnet, das ist alles korrekt. Und übrigens in Johannes 1, da heißt es doch von 2 Johannesjüngern, die kamen zu dem Herrn Jesus und sagen, wo hältst du dich auf? Er sagt, typische rabbinische Wendung übrigens, komm und sieh. Kommt und seht in diesem Fall. Und wir finden beides. Das ist ein typischer rabbinischer Ausdruck, den findet man in der rabbinischen Literatur, wenn man auf etwas ganz Wichtiges hinweist. Kommt und seht. Und dann lesen wir in Johannes 1, sie blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Ja, 10. Stunde, 16 Uhr. Gut, und der Tag ist schon fertig um 18 Uhr im Frühjahr. Ja, 2 Stunden, dann kann man nicht sagen, sie blieben jenen Tag bei ihm. Aber 10 Uhr morgens bis 18 Uhr, dann kann man sagen, sie blieben jeden Tag bei ihm. Nicht wahr? Wir haben jetzt auch um 10 Uhr begonnen. Da ist noch nicht gerade der Tag gleich fertig, ja? Also ist es klar, der langen Rede kurzer Sinn, aber das hat sich jetzt gelohnt. Manchmal muss man etwas erarbeiten, ist mühsam. Und dann die Frucht, der Jesus war um 6 Uhr morgens am Brunnen. Das heißt, er hat eine Nachtwanderung gemacht. Und das ist der Tipp. Wenn man eben unbedingt durchs
durchs sogenannte besetzte Westjordanland gehen will, da wo es gefährlich ist, warum nicht eine Nachtwanderung? Dann schlafen die mit den Steinen kommen würden. Ja, und so ist der Herr Jesus also mit seinen Jüngern da gewandert und er hat auf den Schlaf verzichtet für diese Frau. Aber gut, das hat er ja auch gemacht für diesen Mann. Nochmals, Johannes 3, Vers 2. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen. Warum kam er nicht des Tages? Weil die anderen ihn gesehen hätten. Das ist ganz wichtig, wenn man Kontakte hat mit orthodoxen Juden, da muss man eben schauen, dass nicht andere das mitbekommen. Ja, das muss man sehr diskret machen. Das spielt eine ganz große Rolle, wenn die beobachtet werden, wie die mit einem sprechen, und dann spricht man über den Messias und so weiter, das kann ihnen Probleme bringen. Da muss man das also ganz diskret machen. Und das hat er gleich von sich aus entschieden, ich gehe nachts. Und der Herr Jesus hatte Zeit, nachts. Er hat auf den Schlaf verzichtet. In beiden Fällen, da ein Mann und dort eine Frau. Und nun sehen wir, der Jesus sitzt da an der Quelle und jetzt kommt diese Frau. Um 6 Uhr morgens, so früh. Und die hatte bereits einen Weg hinter sich. Der Brunnen von Jakob, der ist ja nicht gleich bei Sichar. Ich war Sichar, das ist heute arabisch Askar. Das ist identisch. Sichar auf Hebräisch entspricht arabisch Askar. Und das liegt am Fuß des Berges Ebal, des Berges des Fluches. Ich war nach 5. Mose 27, mussten Vertreter von 6 Stämmen, mussten den Fluch Gottes verkündigen von Ebal. Und auf der anderen Seite, dazwischen liegt Sechem, das heißt der Schultern, zwischen den Schultern. Sechem kann eben die Schulter bezeichnen oder einen Bergabhang. Also den Abhang von Garizim und den Abhang von Ebal. Vom Garizim, 5. Mose 27, mussten 6 Stämme, das heißt ihre Vertreter, den Segen Gottes verkündigen. Und dazwischen war eben Sechem, die Schulterstadt. Und Sichar liegt am Fuß des Berges des Fluches. Aus dieser Fluchstadt ging die Frau hinaus und das ist natürlich ein langer Weg bis zum Fuß des Garizim und dort ist die Quelle. Unten, wenn man oben auf dem Garizim steht, zum Beispiel bei Mitzpe Yosef, das ist der sogenannte Josef-Aussichtspunkt, dann sieht man unten schön den Ort der Quelle. Die ist mehr als 1 Kilometer da gegangen, also die kam vor 6 Uhr los, um 6 Uhr war sie dort, der Herr war auch dort. Das Timing. Aber wer beginnt das Gespräch? Nicht die Frau. Der Jesus sagt, gib mir zu trinken. Wie war das bei Nikodemus? Ja, der kommt und sagt gleich, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Er beginnt das Gespräch, der Jesus geht auf ihn ein, aber nicht auf seinen Satz. Er geht auf diese Lobrede überhaupt nicht ein, sondern sagt ihm grad, wahrlich, wahrlich. Und zwar heißt das, im griechischen Text steht für wahrlich, Amen, Amen. Und das ist eine Ausdrucksweise, um etwas ganz Besonderes zu betonen. Das findet man auch in den anderen Evangelien, dass der Herr Jesus sagt, wahrlich, und er sagt etwas, Amen, ich sage dir. Aber im Johannesevangelium findet man das 25 Mal. Amen, Amen. Das ist ganz, ganz betont. Amen, Amen. Ani omer lecha. Das war jetzt nicht aramäisch, sondern hebräisch. Warum? Weil damals sprach man in Jerusalem hebräisch. An anderen Orten aramäisch. Beide Sprachen waren damals lebendig. Viele meinen, Hebräisch sei nicht mehr lebendig gewesen damals. Vor 2000 Jahren schon. Aber in
Jerusalem, da musste man Hebräisch sprechen. Also, der Herr Jesus sagt, Amen, Amen, Ani Omer Lecha, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Und er sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes, das Reich des Messias, nicht sehen. Der Jesus geht also ganz direkt auf das Hauptproblem des Mannes ein. Der war gläubig, er war religiös, er war sogar ein Führer, ein Oberster. Das heißt, er war einer der 71 Richter des obersten Gerichtshofes, des Sanhedrins. Einer der 71 Leiter des Volkes Israels damals. Und der Jesus sagt, aber du bist nicht wiedergeboren. Und du wirst nie in das messianische Reich kommen und du wirst es nicht sehen, wenn du eben nicht wiedergeboren wirst. Bei der Frau geht der Jesus ganz anders vor. Er geht nicht auf ihr Hauptproblem ein. Sie hatte ein Riesenproblem. Sie wollte ein erfülltes Leben. Das ist ein richtiger Wunsch. Sollte unser aller Wunsch sein. Aber sie glaubte, dass irgendein Mann diesen Wunsch erfüllen kann. Und darum hat sie ein erstes Mal geheiratet, aber das kam nicht gut. Und das endete mit Scheidung. Und da hat sie wieder geheiratet. Und genau gleich, das endete mit Scheidung. Und die hat wieder geheiratet. Und das hat sie 5-mal gemacht. Die hat 5-mal geheiratet. Und wirklich jedes Mal wieder gehofft, aber dieser Mann, der wird mich glücklich machen und mich ausfüllen und mir die Erfüllung des Lebens bringen. Und es ging wieder schief. Und schließlich hat sie sich gesagt, aber der 6. Nur, wir heiraten nicht, sondern leben zusammen. Der Jesus wird später im Gespräch, wird er sagen, 5 Männer hast du gehabt. Du hast 5-mal verheiratet. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Also für alle im Konkubinat, das ist nicht dein Mann, beziehungsweise nicht deine Frau. Das ist gar kein Recht, sie zu berühren. Also, berühren ist ja in der Bibel ein Ausdruck, um zu sagen, geschlechtliche Vereinigung zu haben. Also es wird so fein ausgedrückt mit berühren. 1. Korinther 7. Aber das war ihr Hauptproblem. Und der Herr Jesus beginnt nicht damit, sondern das Schweigen am Brunnen, das durchbricht er, weil die Frau hätte es nie gewagt, ihn anzusprechen. Da hat er sie angesprochen. Aber der Nikodemus, einer der obersten Richter, der beginnt das Gespräch. Nur, der Herr geht gar nicht ein auf die Lobrede, sondern er spricht sofort das Grundproblem dieses Mannes an. Wie kann man ein Bibellehrer sein und nicht wiedergeboren? Das geht gar nicht. Aber sehen wir, der Herr Jesus, das Wort, müssen wir daran denken, Johannes 1,1 muss immer vor Augen sein, wenn wir das ganze Evangelium durchlesen. Das Wort spricht zu Nikodemus und spricht ein Problem an. Das Wort spricht zur Frau und bittet um einen Dienst. Gib mir zu trinken. Und die Frau hat ja sofort festgestellt, das ist ein Jude. Das hat man sofort erkannt an der Kleidung. Genauso wie man die Samariter sofort erkennt an ihrer Kleidung, wenn sie ihre samaritanische Kleidung tragen. Von einem Kilometer merkt man, das ist ein Samaritaner. Ich weiß noch, ich war mit einer Frau oben auf dem Gerizim im Auto unterwegs und dann sehen wir den Hohenpriester, der Samaritaner, auf ein Bänklein sitzen. Der war gerade spazieren gegangen, ein ganz alter Mann, und dann sind wir angehalten und haben ihm Shalom gesagt und dann auch noch ein Foto gemacht natürlich, wenn man schon den Hohenpriester begegnet, nicht wahr? Ja, aber das sah man gerade sofort, nicht wahr, dass es ein Samaritaner war an seiner Kleidung. Ja, und diese Frau erkannte sofort, das ist ein Jude.
Und es gab damals eine solche Feindschaft zwischen Juden und Samaritanern. Und die hatte tiefe Wurzeln. Ich erkläre ganz kurz. Im Jahr 721 ging das Königreich der 10 Stämme unter. Die Assyrer haben die 10 Stämme deportiert in den heutigen Nordirak und sie haben Leute aus dem Mittleren Osten deportiert und als Ersatz für die 10 Stämme dort im Norden Israels angesiedelt. Aber man muss noch betonen, eine Restbevölkerung der Unterschicht der 10 Stämme, die blieben, die hat man zurückgelassen. Und die haben sich dann mit diesen Neuankömmlingen gemischt und daraus entstand das samaritanische Volk. Aber Gentests machen es klar. Das ist fantastisch, was man heute mit Gentests machen kann. Da kann man sehr schön zeigen, dass die Samaritaner wirklich israelitische Vorfahren haben. Mischvolk, aber das sind wir praktisch alle. Wenn jeder einen Gentest macht, wird er sehen, ich bin eigentlich ein Mosaik. So viel da, so viel da, so viel da, ja. Das ist so. Im Lauf der Geschichte ist viel geschehen mit unseren Vorfahren. Ja, und so kann man also sehr klar feststellen, das ist so. Aber nun, dieses Mischvolk, die haben schließlich die 5 Bücher Mose übernommen, aber den Rest des Alten Testaments abgelehnt. Das ist natürlich liberal. Das geht gar nicht. Und die Juden haben ganz klar gesagt, nein, Josua, Richter, Ruth und so weiter, alles ist auch inspiriert. Das geht gar nicht. Mit denen können wir nicht zusammenarbeiten und Gemeinschaft haben. Darum, als die Juden zurückkamen aus der babylonischen Gefangenschaft und Samaritaner wollten mit ihnen den Tempel bauen, haben sie gesagt, das geht gar nicht. Ihr habt keinen Anteil. Und das hat die Feindschaft aber eben vertieft. Und die Samariter haben gesagt, das ist sowieso falsch, in Jerusalem einen Tempel zu bauen. Man muss ihn auf den Garizim bauen. Wie kamen die auf die Idee? Ja, natürlich, in den 5 Büchern Mose steht doch 21 Mal, 3 mal, 7 Mal, der Ort, den der Herr erwählen wird, in einem deiner Stämme, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Also dieser Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt, wird 3 mal, 7 Mal erwähnt. Und es wird auch gesagt in 5. Mose 12, hüte dich, dass du deine Brandopfer an irgendeinem Ort opferst, den du siehst. Nur an dem Ort, den der Herr in einem eben deiner Stämme auserwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, dort. Aber das 5. Buch Mose sagt nicht Jerusalem. Das wurde erst später durch Propheten offenbart in der Zeit von König David. Und da wurde klar, der auserwählte Ort des 5. Buches Mose, das ist Jerusalem, das auch die Königsstadt sein sollte. Und einmal die Stadt, wo der Messias, von der aus der Messias über die ganze Welt regieren würde. Jerusalem. Die Samaritaner haben gesagt, nein. Aber es ist Garizim. Denn in 5. Mose 27 wird dieser Berg als der Berg des Segens bezeichnet im Land. Also ist klar, auf dem Garizim, da muss geopfert werden. Und darum haben dann die Samaritaner ihren Tempel dort gebaut, auf dem Garizim. Das war eine große Kontroverse. Und das hat wirklich diese Völker tief gespalten. Und darum sagt Johannes in Vers 9 am Schluss, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Und jetzt sitzt da ein Mann am Brunnen von Sichar. Die samaritische Frau kommt und er sagt, gib mir zu trinken. Statt. Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Sie stellt eine erste Frage. Muss ich vorstellen, das Wort von Ewigkeit ist da und spricht zu dieser Frau. Und sie stellt dem Wort eine Frage. Wie kann das sein? Du bist ein Jude
Und du bittest von einer samaritischen Frau einen Dienst. Ja, der Herr Jesus war ganz anders. Er war nicht ihr Feind. Aber sie meinte, das muss ein Feind sein. Nein, er ist gekommen, eben um Retter zu werden für alle Menschen. Nicht wahr? Wir werden noch sehen im Gespräch mit Nikodemus, da sagt er, der Jesus sagt das, Johannes 3, Vers 16. Denn, also Hand aufs Herz, jeder kann diesen Vers auswendig. Aber war das wirklich klar, dass der Herr Jesus diesen Vers spricht? Steht nicht einfach in Johannes 3, Vers 16, sondern der Herr Jesus sagt zu Nikodemus, denn also hat Gott die Welt geliebt. Die Welt, nicht nur Israel, auch die Samariter, alle. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Übrigens, auch nicht nur die Auserwählten. Verstanden? Die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist die Retterliebe Gottes. Seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und darum ist der Herr Jesus da am Brunnen von Sichar. Und er musste durch Samaria gehen, um eben in Samaria dieser Frau am Brunnen zu begegnen. Allerdings gab es ein paar Störefriede dabei. Wir werden gleich noch sehen, die Jünger hat der Herr alle zum Einkaufen geschickt. Das ist es. Manchmal müssen andere einkaufen gehen. Das soll ein Gespräch sein mit ihr allein. Allerdings werden wir sehen, am Schluss, wenn die Jünger zurückkommen vom Einkauf, dann ist übrigens das Gespräch fertig. Dann heißt es, sie waren verwundert, dass der Herr mit einer Frau spricht. Allein. Aber sie haben dann nicht gewagt, etwas zu sagen. Ist manchmal auch gut. Muss nicht immer etwas sagen. Und es war wirklich so, die Rabbiner haben damals gelehrt, ein Mann soll nicht mit einer Frau in einem Raum allein sein, wenn es nicht seine Ehefrau ist. Und die haben sich schon was überlegt. Natürlich kann das mit Gefahren verbunden sein. Ich sage nicht, ist verbunden, sondern kann. Und darum haben sie es auch grundsätzlich gesagt, soll man nicht. Nun, der Herr Jesus musste mit dieser Frau alleine sprechen. Das hat er auch nicht gemacht in einem Raum allein, sondern draußen allein. Und alle konnten von weit oder von näher konnten sie zuschauen. Und sehen, die sprechen miteinander am Brunnen. So hat der Jesus die Lösung eben hier ausgelebt. Er hat mit ihr allein gesprochen und er hat zuerst eben gesagt, gib mir zu trinken. Und da wurde sie sich plötzlich bewusst, dieser Mensch ist kein Feind und dieser Mensch braucht mich. Also ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, also für den bin ich etwas. Ich kann ihm etwas geben. Und genau das wollte der Herr. Diese Frau hatte echte Probleme mit dem, wie viel sie wert war. Darum kam sie auch schon um 6 Uhr und noch vorher aufgestanden, den ganzen Weg gemacht, um Wasser zu holen, damit sie eben niemandem begegnet. Nicht nur die Mittagszeit, wie immer wieder gesagt wird, sondern es war ganz früh. Aber auch, der Gedanke stimmt, sie wollte niemand anderem begegnen. Die hatte ein Problem, weil die Leute ein Problem mit ihr hatten. Und der Herr sagt, gib mir zu trinken. Die Jünger waren weggegangen, Vers 8, und eben Vers 9, die Frau stellt eine Frage. Und im Ganzen wird sie 3 Fragen stellen. Übrigens, Nikodemus auch. In dem Gespräch in Johannes 3 finden wir 3 Fragen. Und Vers 10, der Jesus antwortet auf die Frage. Und das ist eben so wichtig, dass man Fragen stellt. Nicht wahr? Im Gespräch gibt es immer Missverständnisse.
Das ist ganz normal. Und das kann man auch linguistisch erklären. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, Wörter haben üblicherweise in allen Sprachen mehrere Bedeutungen. Darum, wenn man ein Wörterbuch nimmt, zum Beispiel Portugiesisch, Deutsch, dann wird man sehen, dass eben dass es ganz üblich ist, dass ein portugiesisches Wort, da findet man mehrere Wörter im Deutschen. Und das muss so sein. Gott hat die Sprachen so konzipiert weltweit, damit wir überhaupt sprechen können. Hätten wir nämlich für jede Bedeutungsnuance ein anderes Wort, dann müssten wir so 50.000 oder 60.000 Wörter aktiv beherrschen. Und ich kann behaupten, das ist alles untersucht worden, da ist niemand, der 50.000 Wörter im Deutschen aktiv beherrscht. Nein, das sind viel, viel weniger. Und dann hätte man das gleiche Problem wie mit den chinesischen Zeichen. Es gibt so viele für alle Bedeutungsnuancen, niemand kennt alle. Und so ganz gescheite Leute, die können sogar 5.000 oder 6.000 chinesische Zeichen, aber es ist echt ein Problem. Nun, Gott hat die Sprachen so konzipiert, dass eben ein Wort mehrere Bedeutungen hat, aber die Vieldeutigkeit wird normalerweise im Textzusammenhang neutralisiert. Dass man sofort versteht, jetzt ist diese Bedeutung gemeint, jetzt ist jenige Bedeutung gemeint und so weiter. Und dadurch gibt es aber trotzdem eben im Gespräch immer wieder Missverständnisse. Es gibt noch andere Faktoren, das ist nur ein Beispiel gewesen, wie es zu Missverständnissen kommt. Und gerade im Johannesevangelium haben wir eine ganze Serie. Das ist jetzt Hausaufgabe, das braucht sie auch. Zuerst hören, zu Hause wiederkäuen und dann eben noch Hausaufgaben machen. Alle Stellen mit Missverständnissen im Johannesevangelium zusammensuchen. Und ich kann sagen, das beginnt in Johannes 2, der Jesus sagt im Tempel zu Jerusalem, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und die führenden Juden sagen, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst? Johannes erklärt, er sprach von dem Tempel seines Leibes. Denn in Jesaja 8 wird von dem Messias gesagt, er wird zum Heiligtum sein. Der Tempel wies hin auf den Messias. Der dreieine Gott war da gegenwärtig. In dem Menschen Jesus war der dreieine Gott da gegenwärtig. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm leibhaftig. Das ist die Aussage von Kolosser 2, Vers 8. Und er sagte, aber man muss eben beim Sprechen, muss man schauen, was einer mit den Händen macht. Und auch wie er es betont und so weiter. Das spielt alles eine wichtige Rolle. Brecht diesen Tempel ab und 46 Jahre. Aber sie hätten ja, anstatt ihn belehren zu wollen, wie lange der zweite Tempel umgebaut wurde, hätten sie ja sagen können, wie meinst du das? Und er hätte es gesagt. So hat es ja Nikodemus gemacht, Kapitel 3. Der Jesus sagt, 3 Vers 3, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagt, nicht? Das geht gar nicht. Von neuem geboren werden kann man nicht. Sondern er sagt, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Der war nicht naiv. Der sagt nämlich etwa. Das heißt, wenn man sagt etwa in einem Fragesatz, dann muss man mit Nein beantworten. Im Griechischen steht nicht etwa, sondern da steht ein anderes sprachliches Mittel, das ist korrekt übersetzt im Deutschen. Man weiß sofort, wenn man den griechischen Satz liest, da muss ich jetzt sagen, nein, als Antwort. Also er sagt, das geht ja nicht, aber bitte, wie soll ich das verstehen? Er stellt eine Frage und der Herr erklärt. Aha, wenn man in der Kommunikation vorankommen will, auch wenn man mit dem Wort spricht, auch wenn das Wort spricht, ist es nicht immer ganz sofort verständlich.
sondern kann Missverständnisse geben. Aber da muss man fragen. Und so haben wir ein zweites Missverständnis. Und jetzt geht es weiter. In Johannes 4, da sagt der Herr Jesus zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken. 4, Vers 10. So hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau sagt nicht, das geht gar nicht. Sondern sie sagt, das ist ihre zweite Frage. Herr. Schön. Sie nennt ihn Herr. Sie sagt nicht einfach, du hast kein Schöpfgefäß. Sie sagt, Herr. Zuerst hat sie erkannt, das ist ein Jude. Aber jetzt gibt sie diesem Juden auch eine Autorität. Nicht wahr? Wir sagen auch, wenn man jemanden trifft auf der Straße, guten Tag, Herr Müller. Mit Herr gibt man eine gewisse Ehre. Und so sagt sie Adon. Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Und wirklich, der war tief. 41 Meter. Heute ist nur noch 23 Meter. Warum? Das ist diese Dummheit. Leute, wenn sie dort sind, denken sie, wie tief ist der Brunnen? Ich bin ganz gescheit. Na, Handy. Zeit. Stein. So, und jetzt kann ich die Tiefe messen, bis es da getönt hat. Und wenn das alle machen, ja, aber eben damals war 41 Meter tief. Ein Brunnen mit einer Quelle. Und das ist schon speziell. Übrigens, es gibt mehr als 20 Quellen auf dem Garizim, auf dem Berg des Segens. Im Kontrast zu Ebal, dem Berg des Fluches. Das ist wirklich, das ist so. Das ist der Berg des Segens, das ist der Berg des Fluches. Und dort am Fuß des Berges des Segens, du hast kein Geschöpfgefäß, der Brunnen ist tief. Woher hast du das lebendige Wasser? Sie stellt Fragen. Und der Herr erklärt weiter. Und nun kann man durch das Johannesevangelium hindurchgehen. Ständig kommt dieses Thema vor. Missverständnis um die Bedeutung von Wörtern. Nicht wahr? Der Herr sagt, ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und sie meint, das ist normales Wasser. Nicht wahr? Jemand aus Europa würde sagen, ja, die Frau war ein bisschen naiv. Wenn er sagt, lebendiges Wasser. Das tönt doch so mystisch. Das tönt doch nach irgendeinem energetischem Wasser. Und sie meint, das ist ein normales Wasser. Nein, auf Hebräisch ist das so und auf Aramäisch. Mayim Chayim, das ist ein normaler Ausdruck im Althebräischen und auch Neuhebräisch für frisches Quellwasser. Ganz normal. Er hätte dir frisches Quellwasser gegeben. Woher hast du das? Du hast ja gar kein Gefäß. Und der Herr erklärt nach und nach. Und zwar benutzt er eben diesen Ausdruck im übertragenen Sinn. In Johannes 7, 37 bis 39 kann man nachlesen. Dort wird von Johannes erklärt, dass der Ausdruck lebendiges Wasser spricht von dem Heiligen Geist. Der kommen sollte, Johannes 16, um in die ganze Wahrheit zu führen und Jesus Christus zu verherrlichen. Der Heilige Geist vermag es, unsere ausgetrockneten Seelen zu erfrischen, indem er unsere inneren Augen auf den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, von Ewigkeit richtet. Und so meinte der Herr Jesus eben lebendiges Wasser. Aber es war ein Missverständnis um Wörter. Und weil die Frau fragt, gibt es Klarheit. Aber wir kennen Missverständnisse von Menschen, die nicht geklärt werden. Warum? Weil nicht nachgefragt wird. Liebe drängt einen, wenn etwas nicht klar ist, zu fragen, wie meinst du das? Erkläre es mit anderen Wörtern. Aber Lieblosigkeit sagt, ja, 46 Jahre. Und die Sache ist erledigt. Also für Dialog braucht es Liebe. Aber es reicht nicht, dass der Herr kommt in Liebe und man antwortet nicht mit Liebe.
Also wenn wir den Herrn verstehen wollen, dann müssen wir ihn auch lieben. Und wenn wir etwas nicht verstehen im Wort, fragen. Und der Herr gibt Antwort. Nicht immer sofort. Manche Themen musste ich jahrelang warten. Aber dann habe ich auch über diese Themen nicht gepredigt. Erst als es klar war. Wir können nicht predigen und sagen, ja, also auf der Bibelschule habe ich gelernt, es gibt zu diesem Thema 6 verschiedene Ansichten unter Evangelikalen und ich denke 2 ist richtig, aber mit 6 könnte ich auch leben. Ja, so wird das in manchen Bibelschulen gemacht, aber das ist nicht richtig. Die Lehrer müssten sagen, hier habe ich keine Erkenntnis, darüber spreche ich nicht. Also so gescheit, ich kenne alle Auslegungen, nur weiß ich nicht, was die Wahrheit ist. Das sagen sie nicht. Sie sagen, ich denke 2, aber ich könnte auch mit 6 leben. Nein, da muss man schweigen und warten, bis der Herr Klarheit gibt. Und dann kann man das auch wieder weitergeben, aber mit Überzeugung, mit Freudigkeit. Und so haben wir also ein wunderbares Beispiel. Die samaritische Frau stellt Fragen. Nikodemus stellt Fragen und der Herr gibt Antwort. Nicht wahr? Er erklärt dann, wie das geht. Natürlich nicht. Geht man nochmals in den Mutterleib zurück. Und Johannes 3, Vers 5, Jesus antwortete, Amen, Amen, Ani Omer lecha. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Nicht sehen, nicht eingehen. Und das macht klar, ins tausendjährige Reich wird kein einziger Ungläubiger eingehen. Wenn Jesus Christus wiederkommt, wird ein großer Teil der Menschheit wird bereits umgekommen sein durch diese schrecklichen Gerichte, die die Welt treffen werden. Offenbarung 6 bis 19. Und da heißt es, ein Viertel der Menschheit wurde weggerafft. Kapitel 6. Später heißt es, ein Drittel der Menschheit wurde weggerafft und so weiter. Und dann gibt es aber noch Überlebende. Nur der Wert der Menschen wird enorm steigen, sagt Jesaja 13. Ich werde den Sterblichen kostbar machen als Gold von Ophir. Der Wert der Menschen wird steigen, aber dann wird der Herr Jesus alle Nationen versammeln ins Tal Josaphat. Und er wird dort auf dem Richterstuhl sitzen und er wird die Schafe von den Böcken trennen. Und alle Ungläubigen, die sich nicht bekehrt haben, die nicht wiedergeboren worden sind, aber auch alle Gläubigen, die nicht wiedergeboren sind. Ich meine, man kann glauben, ohne dass man seine Schuld Gott wirklich bekannt und bereut hat und das Opfer, das ein Jesus bewusst in Anspruch genommen hat. Nur solche Gläubige werden wiedergeboren. Und die werden alle sterben und die werden nicht in das Reich Gottes eingehen. Und darum hat der Jesus ihm gesagt, keiner, der wiedergeboren ist, wird in das Reich Gottes eingehen. Aber das ist eine Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Und in Johannes 3, Vers 10 sagt er, du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Der Jesus ist überrascht, dass er das Thema Wiedergeburt nicht kennt. Aber wie oft habe ich das schon erlebt, dass Gläubige mir sagen, du sprichst von Wiedergeburt im Alten Testament. Ja, war Mose wiedergeboren? War David wiedergeboren? Ja, natürlich waren die wiedergeboren. Und der Herr Jesus ist erstaunt, dass Nikodemus das Thema Wiedergeburt nicht kennt. Das muss man kennen, wenn man das Alte Testament kennt. Wo? Ja, zum Beispiel Psalm 133. Leben bis in Ewigkeit. Das ewiges Leben. Oder Ezekiel 36. Gott sagt, dass er sein Volk aus allen Völkern wieder heimführen wird ins Land der Väter. Und dann heißt es, und dann werde ich reinigendes Wasser auf euch sprengen. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde euch ein neues Herz geben. Das ist die Wiedergeburt. Ja, die Wiedergeburt Israels in der Zukunft. Ja, natürlich. Da wird gesagt, dass in der Zukunft Israel ein wiedergeborenes Volk sein wird. Und die werden, das ist der Drittel, der überleben wird, nach Sacharja 13, 8 und 9, der wird eingehen ins tausendjährige Reich. Aber das galt auch damals, nicht erst für die Endzeit. Der Grundsatz, geboren werden aus Wasser,
ein Bild des Wortes Gottes, Epheser 5. Da wird gesagt, sie reinigen mit der Waschung mit Wasser durch das Wort. Das Wort reinigt. Wenn man die Bibel liest, dann entdeckt man eben nicht Fehler in der Bibel, sondern Fehler bei sich. Und so wäscht uns das Wort. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann werden wir gereinigt. Und durch den Geist, der Heilige Geist bewirkt eben diese Wiedergeburt. Und das hätte er natürlich wissen müssen. Und der Herr Jesus macht ihm einen Vorwurf. Du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Einmal, wir waren da Mittagessen, hat mir ein junger Bruder gesagt, weißt du, was in Johannes 3, Vers 10 steht? Und er hat dann natürlich gehofft, ich wüsste nicht, was da steht. Ja, dann ging sein Spaß daneben. Ja, aber eben, da hat der Herr Jesus das wirklich so gemeint bei Nikodemus. Du bist der Lehrer Israels und weißt das Thema Wiedergeburt nicht. Aber auch da, der Herr erklärt ihm und dieser Mann hört zu. Und wir sehen, das hat bei ihm weitergearbeitet. In Johannes 7 sehen wir schon, wie er den Mut hatte, im Sanhedrin sich für Jesus Christus einzusetzen. Und später, 3 Jahre später, in Johannes 19 sehen wir, er war ein Jünger. Versteckt. Aber dann hat er Mut gehabt, zusammen mit Josef von Arimathea, einem der führenden Priester, einer der Ratsleute, das waren ja diese etwa 15 Priester, gerade unter dem Hohenpriester, das waren die Bulvatin, die Ratsleute, mit ihm zusammen, der hat sich auch bekehrt, aus der Verstecktheit hervorzukommen. Aber wir sehen bei dieser samaritischen Frau, der Herr geht also weiter im Gespräch. Die Frau will nämlich dieses Wasser, 4 Vers 15, die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht mehr hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin und rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du die Wahrheit gesagt. Jetzt kommt er aufs Zentrum. Aber im Gespräch ist das Vertrauen gewachsen, bis zu dem Punkt, wo er ihr Dinge sagen konnte, das hätte ihr niemand sagen können. Und der Herr hätte das auch am Anfang nicht sagen können, sonst hätte sie sich sofort zurückgezogen. Aber das Vertrauen war da und dann konnte er ihr das sagen. Und die Frau ist überwältigt. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Der kann es aufdecken. Und dann sagt sie, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei. Jetzt ändert sie das Thema. Ist verständlich. War nicht gerade angenehm, jetzt da weiter zu sprechen. Und übrigens, damals gab es in Israel kein Standesamt. Und trotzdem war klar, wer verheiratet ist und wer nicht. Aber es war so, man musste einen Vertrag schließen mit Zeugen und dieser Vertrag war gesellschaftlich anerkannt. Das war keine Privatabmache. Also es gab ganz klar den Unterschied zwischen Heirat und Konkubinat. Und der Herr sagt, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Im Alten Testament sehen wir, Hesekiel 16, Malachi 2, dass die Heirat war ein Bündnisschluss. Und wenn es ein Eheproblem gab, wird in 5. Mose gesagt, dann müssen die Ältesten, die Richter der Stadt, eingreifen. Das heißt also, es ist von Gott so, dass gesellschaftlich von der Regierung her eine Ehe geschützt wird. Und das ist nicht einfach so eine Privatabmachung. Und es ist so, das Wort Gottes im Alten und im Neuen Testament können wir ganz klar zeigen, bezeichnet Geschlechtsverkehr außerhalb des Ehebündnisses, das staatlich anerkannt ist, als Hurerei, Porneia.
Wir müssen Klartext reden. Und die Frau hat das verstanden. Er hat mein Leben aufgedeckt. Jetzt kann ich die Frage stellen. Wo ist der richtige Ort der Anbetung? Natürlich, sie lenkt ab, aber das Thema hat sie beschäftigt. Und der Herr geht darauf ein und er sagt in Vers 21, Frau, glaube mir, die Stunde kommt, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisst nicht was. Wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und dann kommen die Jünger und sie geht. Der Höhepunkt des Gesprächs. Aber eben, kann ja jemand sagen, jetzt ist sie fein raus. Der Herr geht jetzt auf das Thema ein. Ja, er sagt, das war für eine Zeit. Jerusalem, der Ort der Anbetung. Aber er wusste, der Untergang des Tempels würde kommen im Jahr 70. Und der Herr hat eingeführt in Matthäus 18, Vers 20, da, wo 2 oder 3 zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Weltweit, unabhängig von Jerusalem, unabhängig von Garizim, da, wo 2 oder 3 sich wirklich zur Autorität des Herrn Jesus hin versammeln und er alles zu bestimmen hat, da ist er in einer besonderen Weise gegenwärtig. Und das macht er klar und er sagt, ja, ihr Samariter wisst eigentlich nicht Bescheid über Gott. Ihr wisst nicht, ihr betet an und wisst nicht was. Der Herr ist nicht überrascht, dass diese Frau etwas nicht weiß. Bei Nikodemus war er überrascht. Du bist der Lehrer Israels. Und er erklärt ihr aber, was wahre Anbetung ist und er sagt, man muss den Vater anbeten in Geist und Wahrheit. Und er ist beim Thema zurück. Das Leben dieser Frau war nicht Wahrheit. Aber die Frau hat verstanden, der Messias wird kommen. Und der Herr Jesus sagt, ich bin's. Die Frau ist überwältigt, geht in die Stadt und sagt, kommt, da ist einer, der hat mir alles gesagt, was ich je gemacht habe. Das ist doch nicht der Messias. Und die Leute kommen. Und ganz viele Samariter kommen zum Glauben an den Herrn Jesus und die sagen schließlich, wir haben erkannt, dass dieser der Heiland der Welt ist. Merken wir, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben habe. Und die Samaritaner erkennen, das ist der Heiland der Welt. Und so können wir diese 2 Geschichten gegenüberstellen. Da am Fuß des Fake-Tempelberges, Garizim, und in Jerusalem, gewissermaßen am Fuß des wahren Tempelberges, das Gespräch, hier mit einem Mann, hier mit einer Frau, hier mit einem Hochgestellten, hier mit einer verachteten Frau, hier mit einem, der so viel weiß und doch nicht das Wesentliche, hier eine Frau, die im Prinzip fast nichts weiß. Aber der Herr kommt für alle. Und er spricht genau so, dass es passt. Und so müssen wir lernen von ihm, auch so mit den Menschen umgehen. Es gibt Leute, da muss man sehr direkt sein. Aber es gibt Leute, wenn man da direkt ist, dann verscheucht man sie. Für immer. Und man muss wissen, wo so und wo so. Und wie können wir das lernen? Eben indem wir von dem Herrn Jesus lernen. Und auch dieses Feingefühl bekommen für das Gegenüber. Von ihm lernen wir das und darum sind uns diese Kapitel gegeben. Und auch um zu zeigen, wie man mit Missverständnissen umgeht und wie man Klarheit schaffen kann in der Kommunikation.